Damen und Herren, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Emsländischen Landschaft im Jahre 2004 beschlossen Vorstand und Mitgliederversammlung, künftig eine Landschaftsmedaille an Persönlichkeiten zu verleihen, die sich um die Kultur- und Heimatpflege sowie die regionale Erforschung der Region Emsland-Grafschaft-Bentheim in herausragender Weise verdient gemacht haben. Damit schloss die Landschaft eine Lücke in dem weit gespannten Bogen ihrer Aktivitäten von der Theaterpädagogik, wie in diesem Hause, bis zur wissenschaftlichen Landeskunde und vom Künstlerstipendium bis zur Kulturförderung mit Landesmitteln. Denn auch die Vergabe von Auszeichnungen ist für die Landschaft deshalb wichtig, weil sie damit Zeichen setzen möchte für eine wirkungsvolle regionale Kulturförderung und für wirkungsvolles regionales kulturelles Leben. Mittlerweile nimmt aber auch unsere Landschaft mit dem Landschaftsförderpreis für junge Talente, dem Preis der Emsländischen Landschaft für örtliche herausragende kulturelle Leistungen und dem Schülerpreis, einem Geschichtswettbewerb zur Region der Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Emsland, 3 weitere Auszeichnungen an Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen vor. Doch die nunmehr vor 14 Jahren ins Leben gerufene Landschaftsmedaille hat als Auszeichnung ihren ganz spezifischen Stellenwert und ist mittlerweile nicht nur ein fester Bestandteil der landschaftlichen Kulturarbeit, sondern findet auch weit darüber hinaus große Bedeutung. Die Landschaftsmedaille ist die höchste Auszeichnung, die die emsländische Landschaft zu vergeben hat. Sie ist vor allem ein Dank an Persönlichkeiten in der Region Bentheim-Emsland, die sich auf ganz spezielle Weise für die nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft in Qualität und Breite einsetzen bzw. eingesetzt haben. Sie alle wissen, Kulturarbeit im ländlichen Raum wird maßgeblich durch das Element der Ehrenamtlichkeit getragen und auch kreativ weiterentwickelt. Deshalb brauchen wir kulturelle Leuchttürme, die unser vielfältiges Kulturleben nach innen, aber auch nach außen dokumentieren. Kurz gesagt, die Landschaftsmedaille ist zunächst einmal ein besonderer Dank, die ist aber auch ein Marketinginstrument nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Und soll auch ein bisschen Motivation sein für kulturelles Engagement. Heute ist nicht der Ort, über den Stellenwert der Landschaften zu sprechen, dennoch ein Hinweis sei mir erlaubt. Wir freuen uns ausdrücklich über die hohe Wertschätzung, die die Landschaften gegenüber in der Koalitionsvereinbarung von der Landesregierung zum Ausdruck gebracht wurde. Und in der Tat, das Bild der Landschaften und ihr Aufgabenspektrum hat sich in den letzten Jahren erheblich erweitert. Dies gilt auch für unsere, der emsländischen Landschaft. Wer hätte vor 6, 7 Jahren daran gedacht, dass sich das Aufgabenfeld auf grenzüberschreitende Kooperationsprojekte wie aktuell dem immateriellen Kulturerbe oder auf das Themenfeld kulturelle Bildung in der Region ein Projekt für Jugendliche mit niederschwelligem Angebot, kurz Cubi Regio genannt, erweitern würde. Und dass auch bei uns mit der plattdeutschen Fachstelle die Förderung unserer Regionalsprache als einen ganz wichtigen Bestandteil unseres immateriellen Kulturerbes eine Kontinuität und Vielfalt bekommt. Meine Damen und Herren, die Landschaftsmedaille wird heute zum 8. Mal verliehen und wie fast immer üblich gleichzeitig an 2 Persönlichkeiten. Ihnen beiden und Ihren
Familienangehörigen gilt unser besonderer Gruß. Und so halte ich den Dr. Ludwig Remmling mit seiner Frau und Herrn Michael Sänger herzlich willkommen.